Damen und Herren, wer es nicht weiß, dieses Halleluja steht nicht im Kirchengesangbuch. Nein, das, was gerade verklungen ist, das wird gesungen von einer Kölner Rockband, ja, von Brings, ja, Brings, Puppe, Karte, Danzer und so weiter. Wer hätte gedacht, meine Damen und Herren, dass Peter Brings, ja, der Johnny Depp von Ihrefeld, ja, dass der ein Kirchenlied singt. So, und das will ich jetzt noch mal hören. Meine Damen und Herren, wir singen jetzt zusammen, damit das auch jeder begreift. Kirche und Karneval gehört zusammen. Singen wir jetzt dieses herrliche Halleluja, ja, von Brings. Noch einmal zusammen. Ich komme dann noch in so Rennen, ich freue mich drauf. Pass auf. Leute, was habt ihr da schön gesungen? Nein, das erinnert mich an meine Kindheit. Ich werde ja immer gefragt, er hat es ja gesagt. Wie kam das denn, dass du begriffen hast, was der Peter Brings erst Jahrzehnte später begriffen hat, dass das zusammengehört? Ha! Das war in meiner Kindheit, ich werde das nie vergessen, als ich zum ersten Mal mit meiner Mama in der Kirche ging. Ach, das war noch die alte Liturgie, ja. Der Pastor am Hochaltar, im barocken Messgewand, alles auf Latein, das kennen die Kinder ja heute nur noch von Harry Potter, ne. Herrlich war das, ne. Und dann habe ich zur Mama gesagt, Mama, ich will Pastor werden. Im selben Jahr ging meine Mama zum ersten Mal mit mir in den Zirkus. Und dieselbe Faszination, ja, die Gewänder, die Lichter, die Choreografie, die Geräusche, die Musik, herrlich. Ich war wieder fasziniert, ja. Und wisst ihr, wovon besonders? Von der Clown, ja. Ich habe in der Butz gepisst vor Lachen. Ne? Und habe für die Mama gesagt, Mama, ich will Clown werden. Ja, und heute bin ich beides, ja. Ist doch schön, ne? Hat sich doch wunderbar so ergeben, ja. Dankeschön. Das hat doch Herrgott zusammengefügt, dass ich beides kann. Und um sich mal auf den Clown zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, ja? Wie kommt es, dass der Clown die Menschen weltweit fasziniert? Ja, da sind sich die Psychologen ausnahmsweise einig, ja. Der Clown fasziniert die Menschen weltweit, weil er wie ein Kind ist. Der ist ja wirklich wie ein Kind, ne? Der fällt hin, dann steht er wieder auf, ne? Ist tollpatschig, fängt an zu heulen. Ne? Der ist wie ein Kind und ich sage immer, Kinder sind doch herrlich. Das haben wir doch alle erlebt, ja. Wir alle können erzählen, ja. Der Kindermund, der ist ja manchmal hinreißend, ne? Wie das kleine Mädchen spielt auf dem Speicher, ne? Da findet es, sein altes Laufstellchen ist aufgebaut, ne? Dann läuft er drunter und sagt, Mama, ich kriege ein Geschwisterchen. Und sagt, wie kannst du denn da drauf? Doch, ich habe es gesehen, die Falle ist schon aufgestellt, ne? So sind Kinder, ne? Ich sag mal, Kinder sind hinreißend, ja, die sind ja auch pfiffig, ne? Und eine Ausrede nie verlegen, ja? Wie das kleine Lina, ne? Fährt mit dem Dreirädchen abends immer durch die Wohnung, bim, 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 und wieder zurück, bim, 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 bim. Der Papa sagt, Lina, müsstest du schon längst im Bett sein? Sagt sie, doch, aber ich finde keinen Parkplatz, ne? Ja. Und, ich meine, Kinder sind ja auch Kinder, hinreißend ehrlich. Kann ja manchmal peinlich sein, ja, aber Kinder sind nun mal einfach so, ne? Beispiel, die Oma ist schwer krank, ne? Dann sagt die Mama, Mariechen, jetzt geh mal bei der Oma ist krank, ja, jetzt sagst du dir mal was Nettes, du je, Mariechen, je, ne? Sagt das Kind, Oma,
soll ich auf deiner Beerdigung Flöte spielen? Herr Diakon, ne? Aber so sind Kinder, ne? Hinreißend ehrlich, ja? Wir kennen alle die Situation, ja? Abends, ne? Im Restaurant, ne? Der etwas geizige Vater sagt den üblichen Spruch, ne? Kinder sind ja ehrlich, ne? Der Vater sagt, Herr Oberst, würden Sie bitte die Reste zusammenpacken? Wir nehmen die dann unserem Hund mit, ne? Und die Kinder, ja, der Papa schenkt uns einen Hund, ne? Ja, das ist herrlich, Kinder, ne? Es kann alles passieren. Es kann alles passieren, ne? Es gab mal jemanden, der gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, gelangt ihr nicht ins Himmelreich. Und deshalb mein Appell, wagen wir wieder die Perspektive der Kinder, der Narren, der Pappnasen und der Clowns, ja? Denn der Clown, ja, wir Erwachsenen werden in den Sorgen zerrieben. Der Clown ist immer Kind geblieben. So tröstet er im Weltenschmerz für einen Abend unser Herz. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Lernen wir von den Clowns, wünscht der Bergische Jung. Dankeschön. Ein genialer Verkäufer höheren Blödsinns hat uns, glaube ich, heute auf geniale Art wieder zum Lachen gebracht. Der Bergische Jung, unser Willibert Paulz. Lieber Willibert, die Ordenärger, da hast du schon. Die Grün und die Jelle Pappners, die kriegst du von mir. Und euren Applaus für unseren Willibert Paulz.